Neue Woche, neue News. Wie könnte es so anders sein? Mit der Episode 53 von Buffcrit laut dem Gaming News Podcast von brack.ch mit dem Nico und mit mir, der Steffi. Hoi Nico! Hallöle! Wir haben wieder spannende News mitgebracht für unsere Buffcrit Loot Sections. Und zwar haben wir im Buff Octopath Traveler 2 und Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Dort schauen wir drauf. Dann ganz kurz schauen wir auch Like a Dragon Ishin an und Bayonetta Origins. Das sind unsere Buff-Themen. Im Crit haben wir Wulong, wo wir schon letztes Mal ein bisschen angeschaut haben. Aber das Mal haben wir es im Crit, weil es gibt eine kleine News-Update vom Nico zum Boss, den er letztes Mal nicht mehr hat geschafft, zeitlich, aber das Mal hat es einen anderen Grund. Und schlussendlich haben wir im Loot noch ein paar Neuheiten zum Vorbestellen oder schon zum Bestellen bei uns aus dem Shop bei brack.ch. Da würde ich sagen, dann schießen wir auch gerade los. Let's go! Yes! Square Enix hat es nämlich tatsächlich geschafft, mal wieder ein Game rauszubringen, das fantastisch wird laufen. Beziehungsweise jetzt schon fantastisch läuft. Ja, nach den 2 Pleiten, die wir ja letztes Mal in der Episode 52 hatten, was war es? Babylon's Fail und Forspoken. Forspoken, ja. genau. Nach diesen 2 Fails, die wir letzte Woche behandelt haben im Crit, könnt ihr gerne nachhören, was dort genau abgegangen ist, haben sie jetzt endlich mal wieder ein Game published, das wirklich vielversprechender Hit ist. Und zwar Octopath Traveler 2. Octopath Traveler 1 ist ja eben eigentlich schon ein sehr gut funktionierendes, sehr erfolgreiches japanisches Rollenspiel, also ein JRPG. Das ist 2018 rausgekommen und ist ein rundenbasiertes Kampfsystem mit einem HD 2D-Pixel-Look. Also das Game ist mal wieder der beste Beweis, dass Optik und Grafik und super realistischer, mega geiler Style nicht alles ist bei einem Game. Also eben das, was eigentlich Forspoken so ein bisschen probiert hat, sieht man genau, ist nicht das Gelbe vom Ei. Es kann auch pixelig sein, aber wenn die Story und Game-Mechaniken und alles andere stimmt, dann ist es trotzdem ein Erfolgsschlager. Ja, das sieht man bei vielen Games. Das voll. ist so. Aber eben, Octopath Traveler einfach mal wieder der beste Beweis. Und eben jetzt nach fast 5 Jahren, Octopath Traveler 1 ist damals im Juli 2018 rausgekommen. Jetzt Octopath Traveler 2 ist schon draus, beziehungsweise wird der auf der Switch noch erscheinen. Das ist von der Story her unabhängig vom ersten Teil. Also egal, ob man den ersten Teil gespielt hat oder nicht, Octopath Traveler 2 kann man trotzdem spielen. Man muss also nicht irgendwelche Vorkenntnisse haben oder man muss sich auch nicht durch den ersten Teil durchschlagen. Und das ist für mich immer ein kleiner Vorteil bei einem Game, vor allem bei einem Nachfolger von einem Game, wo mir natürlich auch ein bisschen der Einstieg erleichtert und sicher nicht nur mir, sondern viele andere, wo ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin auch nicht so eine, die super gerne mega viel nachspielt, wo ich einfach auch die Zeit nicht dafür habe, weil es einfach nicht geht mit so vielen Games. Und wenn man da einen zweiten Teil hat, wo nicht unbedingt der erste Teil gespielt haben, umso lieber. Die Mechaniken und so das Grundprinzip des Games ist aber wieder das gleiche wie im ersten Teil schon. Du hast 8 Reisende mit unterschiedlichen Geschichten, darum auch Octo, also Octo von 8 und Pass von Geschichten halt, Lebensmissionen und so fesselndes Schicksal. Also Octopath, so eine Zusammensetzung von den Wörtern, eben Octo 8 und Reisende, Travel, also Pass noch dazwischen, genau, für eben Weg, Lebensweg. So. Und die 8 Charaktere, du kannst jeden Charakter kannst du spielen. Am Anfang des Game wählst du aus, welcher Charakter so die Hauptprotagonist soll sein. Und mit dem machst du eigentlich die ganze Story durch. Aber du begegnest während dem Game auch den anderen Charakteren und lernst auch denen ihre Storys kennen und ladest die dann in deine Party ein. Also du musst das Game nicht 8-mal durchgespielt haben, bis du alle Storys kennst. Das finde ich noch gut. Eine schlankt
aber du kannst natürlich auch 2-3 Mal durchspielen, immer mit jemandem anderes anfangen, aber schlussendlich hast du gleich alle Charakter in deiner Party, alle 8 und natürlich auch alle Geschichten kennengelernt. Es gibt den Hikari, der Krieger, er ist so auf der Suche nach Frieden. Es gibt die Agnid, die Tänzerin, sie ist auf der Suche nach Glück. Der Partizio ist der Händler, er ist auf der Suche nach Wohlstand, aber nicht so persönlicher Wohlstand, also nicht so, ich will einfach rich bitch money, sondern er will die Menschheit aus der Armut retten. Also ein sehr edler Weg eigentlich auch, ja, nicht so gierig. Ich habe schon gedacht, das ist der Schweizer in der Gruppe, Ja, aber jetzt hast du... Am Anfang hat es gerade so ein bisschen gierig getönt, habe ich mir auch gedacht, so wow, okay. Aber nein, ist effektiv, er will die Menschheit aus der Armut retten. Dann gibt es Oswald, der Gelehrte. Er ist auf der Suche nach Rache tatsächlich, er ist ein Magier. Mhm. Dann gibt es Thronei, sie ist eine Diebin und auf der Suche nach Freiheit. Der Temenos, der Kleriker, ist auf der Suche nach der Wahrheit. Ojed, oder auch, ja, wahrscheinlich Ojed, die Jägerin, ist auf der Suche nach Legenden. Und Kasti ist eine Apothekerin, die ihr Gedächtnis verloren hat und ist natürlich auf der Suche nach Erinnerungen. Geil. Genau, Der und Letzte so, hat einfach alles vergessen. ja. Und so hat natürlich jeder Hauptcharakter so seine eigene Geschichte, sein eigenes Schicksal, seine eigene Lebensmission. Und trotzdem sind natürlich eben alle die Geschichten miteinander verknüpft und man tut sich gegenseitig helfen. Und im Idealfall natürlich hilft man auch jedem einzelnen Charakter, ihre Lebensmissionen umzusetzen. Außerdem ist auch Tag und Nacht entscheidend für gewisse, ich sage jetzt mal Haupt- und Nebenmissionen zu erledigen. Und Tag und Nacht entscheidet nämlich darüber, was für Fähigkeiten die einzelnen Charaktere gerade haben. Also je nachdem, ob Tag oder Nacht ist, haben sie andere Fähigkeiten. Die Diebin zum Beispiel, die kann also durch den Tag kann sie klauen, also so Pickpocket machen. Und in der Nacht kann sie jemanden ambushen, beziehungsweise halt eben ausnocken. Genau, und so kann man natürlich, je nachdem, sich entscheiden, welchen Playstyle das man geben bei Octopath Traveler. Und so hat jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Verlauf von der Story. Wo es natürlich, ja, jeder wird es ein bisschen anders spielen. Du kannst auch zum Beispiel sagen, nein, ich tue mit dem Händler, mit dem Partizio, ich einfach den Gegenstand kaufen. Aber du kannst auch sagen, so, nein, ich tue den klauen. Das ist nicht ganz dir überlassen. Du hast dort sehr viele Freiheiten tatsächlich als Spieler. Und das finde ich ziemlich cool. Dann hat jeder Charakter natürlich, wie es bei einem taktischen, rundenbasierten Kampfsystem so ist, seine Schwächen und Stärken. So auch natürlich die Gegner. Dort ist Taktik wichtig. Also das ist ja bei jedem rundenbasierten Dings so. Wie sagt man? Ich habe es vorhin gesagt. Bei jedem rundenbasierten Kampfsystem-Game ist das so. Genau. Von dem her, also das haben wir jetzt so schon ein paar Mal hier ein bisschen darüber geredet. Zum Beispiel auch bei Divinity Original Sin ist es ja auch so. Also Taktik ist einfach immer wichtig bei so rundenbasierten Kampfgames. Oder bei deinem Anime-Schach. Fire Emblem, genau. Ja, bei genau. Fire Emblem ist es auch super wichtig. Genau. Also, sobald du rundenbasierte Kämpfe hast, ist Taktik einfach super wichtig, wo du musst schauen, was für Gegner, also welche Schwächen haben meine Gegner, welche Stärken haben sie. Du musst auf jeden Fall den richtigen Charakter gegenübersetzen. Das ist absolut so. Genau. Und NPCs sind sehr wichtig im Game. Du kannst sie entweder auch für Infos bestechen. Also sie haben Infos, die du brauchst teilweise. Und manchmal musst du effektiv bestechen, dass du sie bekommst. Du kannst sie aber auch zum Kampf herausfordern. Ja. Und so wie es oftmals bei so Games ist, hat jeder Hauptcharakter auch immer ganz unterschiedliche Interaktionen mit diesen NPCs. An und für sich, also so summa summarum, hat das Game nicht wahnsinnig die bahnbrechenden Neuerungen im Vergleich zum ersten Teil. Einfach die Story und die Kämpfe sind ein bisschen tiefgründiger, sage ich jetzt einmal, als beim ersten Teil. Es ist ein bisschen detaillierter alles und ein bisschen ausgeklügelter. Also man muss natürlich auch sagen, dass Charaktere sehr tiefgründig und vielschichtig sind. Also das ist wirklich, für das, dass man 8 verschiedene Hauptcharaktere hat, ist es ihnen wahnsinnig gut gelungen. Und die Spielbalance ist noch ein bisschen ausgeglichener als im ersten Teil. Es ist aber auch mit der Zeit ein bisschen grindig, also so gegen Late Game
muss man halt ein gewisses Level erreicht haben und durch das muss man halt ab und zu auch mal ein bisschen grind oder mal einen Kampf mehr machen, als einem eigentlich lieb wäre. Aber ja, das gehört halt zum Gameplay dazu, damit man überhaupt weiterkommt, weil wenn die Gegner ein, zwei Level über dir sind, dann schaffst du es sehr wahrscheinlich nicht. Das ist wirklich nicht super einfach, die Kämpfe. Auch wenn man sehr erfahren ist, in dieser Art von Games, heisst es trotzdem nicht, dass es du schaffst. Und es hat sehr viele Mechaniken und auch sehr viele Zufallskämpfe. Die können am Anfang, vor allem für Anfänger, ein bisschen einschüchternd wirken. Aber ja, also dort muss man durch, denke ich jetzt einmal. Und wenn man Musst das... durch. Ja, also Musst ich durch. meine, Ja, klar. das ist ja bei jedem Game ein bisschen so. Du musst dich so ein bisschen einlesen, so ein bisschen reinfinden. Und bis es mal wirklich ein bisschen drauf hast, sage ich jetzt mal. Bis du Drift Ja, gefunden hast, ja. ja. Also, aber dann, also, ich habe ein paar Reviews gelesen und die meisten haben wirklich so geschrieben, so, ja, also, wenn du mal angefangen hast, du kannst den Controller fast nicht weglegen. Es ist so cool, es macht so viel Spaß. Du kommst wirklich super schnell rein und das Gameplay ist eigentlich sehr schnell verständlich und es macht Freude und auch das Erkundigen von den Ländereien, beziehungsweise von der Stadt und alles, sind wirklich sehr, sehr cool. Ja. Aber du hast sehr viel Freiheit. Also es ist nicht Open World, aber du hast viele Freiheiten. Ich finde auch die ganze Aufbereitung von Grafik sehr interessant, weil sie das Ich finde es mega 2D cool. in ein 3D oder was es, also 3D. Es ist so ein bisschen, oder? Nein, Es es ist so nennt ein sich kleines eben 2D HD mit... 2D. Es ist HD Okay. 2D. HD 2D, Ja. okay. Ja. Es ist Okay. immer noch 2D, aber es ist HD 2D. Aber ja, ich weiss, was du meinst. Ja, fair. Es ist nicht nur ein Side-Scroller, sondern du kannst schon auch gegen hinten und gegen vorne, ja. Das stimmt. Das ist schon noch cool. Also ich finde, das gibt eben im Ganzen, das ist das, was du vorher gesagt hast, das gibt dem Ganzen gleich auch noch so einen coolen Vibe. Total. Und wie wir vorher schon besprochen haben, es ist eine Pixel-Grafik, aber trotzdem, die Pixel-Grafik kann einfach begeistern, weil man sieht auch bei Octopath Traveler die Welten, die Städte, das Zeug ist so schön designt, Ja. mit Liebe gemacht, Sehr dass man detailreich einfach, auch, ja. Sehr, genau, sehr. dass man dort drin kann versinken. Also ist sicher ein Game, das ich auch gerne mal würde anspielen, Steffi. Ja, ich muss auch zugeben, das ist ein Game beim ersten, das habe ich irgendwie, ich habe es immer ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber so wirklich gereizt hat es mich nicht, obwohl ich von vielen Seiten dann schon gehört habe, dass es mega gut ist. Aber jetzt der zweite Teil, muss ich wirklich sagen, reizt mich umso mehr. Also mal schauen, vielleicht schaue ich da auch mal rein. Das wäre echt nice. Wäre mega nice. Cool. Bist du durch mit Octopath? Ich wäre durch, ja. Ich würde sagen, Okay. dann kannst du gleich weitermachen. Dann mache ich weiter. Und zwar kommen wir zu einem Game, wo ein bisschen weniger, wie soll ich sagen, happy und ja, doch auch leicht erleuchteter, schöner ist als Octopath Traveler, sondern es ist halt eher dunkel und horrorlastig. Und wir reden hier von einem Game, wo alle von uns kennen. Also, gell, nur so. Octopath Traveler hat da durchaus seine düsteren Momente. Aber halt nicht so horrorig. Genau, nicht so horrorig. Ich würde jetzt sagen, dort hast du sicher auch Parts, wo es dunkel wird. Aber im nächsten Game, das ich vorstelle, ist halt grundsätzlich das Gruseln immer präsent. Fast immer, wenn einem nicht gerade seine Begleiterin nervt. Jetzt sollten die eingefleischten Game-Fans schon drauf kommen, weil es gibt nur ganz wenig Games, wo eine Begleiterin nervt. Ja, Zelda gehört dazu. Aber es ist nicht Zelda, sondern es ist Resident Evil 4. Und zwar das Remake. Das Remake von Resident Evil 4. Resident Evil 4, wer kennt es noch? Ich nicht. Genau. Das Game mit dem Leon Kennedy in der Hauptrolle. Der Leon Scott Kennedy, übrigens die gleiche Frisur hat wie ich, ist dort in der Hauptrolle. Und es ist bekannt worden für genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist
sogar mal nominiert worden für das Game mit der nervigsten Begleitung ever. Und Das ist zwar einfach ist es so so, geil. dass, und zwar ist es so, dass man in Resident Evil 4, das ist eigentlich eine ganz simple Story wieder. Resident Evil 4 spielt nach dem der Zerschlagung von Umbrella Corporation. Hä? 6 Jahre danach. Und der Leon, der muss der schafft jetzt für die US-Regierung. Natürlich, für was auch sonst. Und der muss für den Präsident seine Tochter retten. Also, dem Präsident seine Tochter ist entführt worden. So weit, so gut. Woher ist sie entführt worden? Irgend in ein Kaff in Spanien. Wie kommt man auf die Idee? Keine Ahnung. Aber es Oh nein. funktioniert. Der Leon geht also in das Kaff in Spanien und probiert, die Tochter zu retten. Ähm, wo mir gerade, ganz ehrlich, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, mir ist gerade der Name von ihr entfallen. Ist Aber nicht fair. ich weiß einfach, sie ist mega nervig. Auf mich kannst du nicht zählen, ich habe es nie gespielt und werde ich auch nie. Ja, das Ding ist, ich habe es persönlich, noch schnell meine persönliche Note, ich habe es schon mal gespielt, 2, 3 Mal, angefangen zu spielen. Es ist ein ultra gutes Game. Also es ist schon damals ein ultra gutes Game gewesen. Und Capcom macht ja im Moment so ein bisschen Wiederverwertung von allen Games, die sie immer, also das heisst im Moment eigentlich schon ihr ganze, ja, also ihre ganze Karriere besteht eigentlich in gute Games, die sie gemacht haben, ein Remake davon zu machen. Why not? I mean, Genau, why not? funktioniert ja. Viele Leute werfen das ihnen mittlerweile vor, ja, die tun ja nur mehr Zeug remaken. Ich sage auch, ja, Haters gonna hate, es funktioniert und es funktioniert gut. Das neue Resident Evil 4 habe ich natürlich noch nicht gespielt, es ist erst gerade rausgekommen. Und wir haben, so viel ich weiß, damals, ich glaube, wir waren 14 gewesen. Mama, ich lüge, 14, 13, 14. Wir haben das alte gespielt gehabt und es hat auf jeden Fall für mich ultra Gruselfaktor. Also es ist ein Game, das einen ultra coolen Gruselfaktor hat. Es hat eine coole Atmosphäre, wenn man es spielt. Es ist einfach allgemein mega durchdacht. Der Story Strang ist cool. Es wirkt alles sehr authentisch auch, man glaubt am Game selber. Es hat Events, natürlich ist es teilweise übertrieben, natürlich ist es teilweise überzeichnet, aber es macht gleich mega Spaß zum Spielen. Und es hat halt der Resident Evil Touch, den man kennt, der ist einzigartig. Schon nur, dass es im Resident Evil ja so ist, dass man in Third Person schießt. Und zwar kann man nie ganz genau zielen, sondern man muss immer ein bisschen mit dieser Zielfunktion, die eben Resident Evil hat, aimen, wo nicht so einfach ist, den Gegner zu treffen. Aber mit der Zeit funktioniert es. Und es ist auch mega cool, wenn man so durch einen Gang läuft und man weiss, auf der nächsten, um der nächsten Ecke könnte irgendein Zombie sein oder irgendein gruseliger riesen Fleischberg, der ihm angreift. Also die Spannung ist immer da. Und beim neuen Remake ist es so, es hat einige Story-Elemente gegeben, die geändert worden sind. Also das hat man jetzt so gemacht in vielen Games, die jetzt Remakes haben bekommen, hat man natürlich gewisse Story-Elemente geändert. Steffi, kannst du dir vorstellen, wieso dass man gewisse Story-Elemente ändert, wenn man ein Remake macht? Wo es nicht zeitgemäß ist Yes, und wo es die genau, Community exactly. gehatet hat. Das sind die zwei Gründe, die mir gerade als erstes Sinn kommen, gibt sicher noch mehr. Exactly. Also man tut gewisse Sachen natürlich ändern. Und das ist jetzt allgemein nicht nur dort im Resident Evil. Man tut gewisse Sachen ändern, wo natürlich gewisse Sachen auch nicht mehr so angebracht sind, oder? Politisch inkorrekt mittlerweile. Genau, politisch Kann's geben. inkorrekt. Oder Ist ja halt gut, einfach dass man es auch, anpasst, ganz ehrlich. Stell dir vor, man würde es einfach ignorieren. Das würde gar nicht gehen. das ging gar nicht, sind wir ehrlich. Also, manchmal spielt man so alte Spiele und denkt sich so, Ja, okay. nicht nur Spiele, auch Das kannst Filme, du- Serien, alles. Oder Serien oder Filme, Ja, ja, ja. genau. Das könntest du auch nicht bringen, denkst du nicht. Ganz viel. So, genau. Auf jeden Fall eben einige Story-Elemente sind geändert worden, das meiste ist aber beim gleichen geblieben. Was sehr wichtig ist jetzt im Remake, es gibt eine neue Parierfunktion mit dem Messer. Und das Messer ist eine Waffe, die man in Resident Evil sehr oft braucht, weil das Messer ist lautlos. Das heisst, wenn man mit dem Messer einen Gegner tötet, dann tun die anderen, merken das die anderen nicht, oder? Man ist Stealth, man bleibt Logisch, ja. Stealth.
Man kann mit dem Messer jetzt neu parieren, das heisst, man kann Angriff ablenken und nachher gleich zustechen. Das ist neu. Es gibt keine Quicktime-Events mehr, also alle groben Fans. Tut mir leid, keine Quicktime-Events mehr im Resident Evil 4. Das war damals ein riesen Ding. Quicktime-Events ist dann das Wahre gewesen. Das hat das Game so cool gemacht. Ja, aber Aber das ist auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Also exactly. heutzutage hat man es nicht mehr Genau, gern. genau. Sind wir ganz ehrlich, mir Ja. geht's auf den Sack. Und ich bin mega froh, also merci hier. Ich sage Hurra, keine Quicktime-Events mehr. Genau. Mir ist der Name wieder in den Sinn gekommen. Natürlich heisst die Dame Ashley. Und zur Ashley kommen wir dann noch gerade. Also die nervige Ashley, die bekommt nachher gerade einen ganz besonderen Platz. Aber zuerst tue ich euch noch schnell erzählen, wie die Spielzeit etwa ist. Die ist wie beim Original, spielt man 12 bis 15 Stunden. Aber wenn man die Nebenaufgaben noch dazu Ah, nimmt, wo nur? jetzt... Ja, Das ist so 12 bis 15 Stunden. kurz. Zum Durchspielen. Halt, Steffi, halt. Aber das ist bei Resident Evil halt nicht das Wahre. Das Durchspielen ist einiges, aber nachher geht es weiter. Sie haben jetzt einen New Game Plus Modus eingebaut und nach dem Durchspielen kannst du das Ganze auch nochmal auf dem New Game Plus spielen mit Ja, deiner nein. Ausrüstung, die du Weil ich gesammelt meine, hast. nur so, also jetzt im Vergleich zu Octopath Traveler, den wir vorher angeschaut haben, das geht 40, 50 Stunden. Das ist Darum ja hat es so. mich gerade Das so ist ja so. verwundert, Mhm. dass es so kurz ist. Okay, krass. Aber 40, 50 Stunden ist auch viel. Für ein, nein, ich finde es eine solide Zeit. Also alles das zwischen 30 und 50 Stunden finde ich super easy. Das stimmt. Aber ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, dass eben, sie sagen, sie reden hier von einer Stunde spielen. Mhm. Mit den Nebenaufgaben, die es noch dazu gibt in dem Remake, Ja. etwa 20 Fair, Stunden. fair. Ja? Genau. Man hat früher Ada Wong ihre Storyline noch können durchspielen, also in den früheren Versionen von dem Game. Und in den früheren Versionen meine ich, es hat ein paar gesehen, Steffi. Also ich rede hier vom Ace. Also nicht vom Resident Evil 1, sondern vom Resident Evil 4, die erste Version. 2005. Für ein Gamecube exklusiv. Damals. Exklusiv. Ein Jahr später. HD-Version für PS. Exklusiv. Capcom hat sich entschuldigt bei den Leuten. Ja, es tut uns leid, sie haben es jetzt gleich nicht exklusiv gemacht. Ein riesen Drama. Nachher Alle die sich Ultimate extra einen HD Gamecube gekauft haben wegen dem Game. Genau. Nachher Ultimate HD Edition, 9 Jahre später. Nachher 2016 noch eine neue Version für einen PC. Und dann irgendwann hat man sich dann entschieden, jetzt eben das Remake zu machen. Also es gibt bereits vier verschiedene quasi HD-Remakes vom 4. Hey, nein. Aber du kannst natürlich, weil Metacritic-Score von diesem Game, Steffi, über 90. Resident Evil 4 hat einen Metacritic-Score von über 90. Und das ist halt einfach, das ist eine Hammerbewertung, oder? Und gehört somit zu einem der besten Spiele like ever been there. Sure. Also darum, kann man nichts sagen. Jetzt ist es aber so, dass man in den früheren Versionen hat zum Beispiel Ada Wong, das ist so böse Wichtin, wo auch vorkommt in der Story. Ihre Storyline hat man nach dem Durchspielen noch können spielen vom 4. Das kann man jetzt nicht mehr. Aber die Entwickler haben angekündigt, dass es als Zusatzinhalt wird kommen. Kostenpflichtig. Finden wir das gut, finden wir das nicht gut? Weniger. Was es aber kostenlos wird geben, ist der Söldner-Modus. Der kommt noch dazu. Frag mich nicht, was der Söldner-Modus ist, Steffi. Das wissen die eingefleischten Fans. Aber zusätzlich gibt es noch eine PlayStation VR 2 Version, die nachher geliefert wird. Das heisst, man kann Resident Evil 4 nachher VR zocken. Nein, Und da merci. sehe ich mich I'm schon. out. Da sehe ich mich schon. Also da sehe ich mich, definitiv. Dort VR, so Resident Evil, doch, da sehe ich mich. Und man muss noch sagen, das ist wirklich wichtig, PS4-Version ist leider, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ist leider nicht so das Wahre für Leute, die sich PS4-Versionen kaufen. Eine kleine Warnung von meiner Seite: Es gibt Frame-Drops und Lags im Spielfluss. Bei einigen Tests hat es das gegeben. Wenn euch das abschreckt, kauft nicht die PS4-Version. Zum Glück ist ja PS5 im Moment recht gut erhältlich und man kann die PS5-Version kaufen.
Auch bei uns im Shop gibt es übrigens das Resident Evil 4 zum Kaufen. Und jetzt komme ich zum grossen Finale. Und zwar zu der nervigen Ashley. Zu der Leon! Leon, please help me! Hey, nein. Leon! I'm stuck, Leon! Okay, das sagt sie nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Ashley haben sie tatsächlich gefixt. Sie ist weniger nervig. Halleluja. Ashley ist weniger nervig. Sie fährt nicht an rumschreien die ganze Zeit. Du musst sie nicht die ganze Zeit umtragen, weil auch das, seien wir ehrlich, Steffi. Tragen. Ja, Nein. seien wir ehrlich, Steffi. Zeitgemäß ist das schon lange nicht mehr. Nein, eher weniger. Also, weißt du, was ich meine? Du hast die Frau müssen retten aus Situationen. Die Frau hat, wenn sie in einer Situation war, sagen wir, irgendwelche Monster haben sie angegriffen, hat sie tatsächlich einfach auf der Stelle bleiben stehen und hat nur so gerufen, Kreischt. Leon, Leon, please help me, Leon. Und dann musste sie sie holen, so über die Schulter werfen und wegtragen und an einen anderen Oh Ort mein wieder herstellen. Also, Nein, ich kann nicht mehr. es ist, es ist so wie, weißt du, wie viele Frauen würden, die ich heute kenne, würden so im Roten drehen, wenn sie das würden sehen. Und so finden, hey, hallo, wie Eher werden wir schwierig. hier dargestellt? Ja, eher genau. schwierig. Man kann es noch einigermaßen verzeihen, weil es immerhin ein Remake ist. Ja. Ja, Aber ja. man muss jetzt, ich glaube, sie haben das so angepasst. Also es ist wirklich nicht mehr so extrem. Also Ashley ist fixed, das Remake an und für sich playable und sehr gut. Holt nichts, ist bei uns im Shop wirklich das Geld wert. Also gute Reviews. Eines der besten Spiele ever made. Kann man sich gut leisten. Resident Evil 4. Und es gibt noch so ein kleines Schmankerl, das Steffi noch entdeckt hat zu dem Genau, Ganzen. es Gell, ist Steffi? so geil. Wenn ihr auf YouTube geht und dort also im der Channel Capcom Asia, also ein Wort, geht suchen, dann findet ihr tatsächlich so 1 Minute lange kleine Anime-Episödchen. Also im Ghibli-Anime-Style. Ja, Episödchen, was halt wirklich, sie sind nur 1 Minute lang. Und Ja. sie sind so mega witzig. Also Episode 1 ist draussen und sie heisst Leon and the Mysterious Village, wo er eben nach der Ashley geht suchen und die einzelnen Dorfbewohner fragt. Die Dorfbewohner sind aber von Parasiten befallen. Er schnallt es aber nicht und sie trachten nach seinem Leben und ja, schlussendlich bekommt er eine Axt in den Kopf. Aber statt irgendwie Blut siehst du einfach einen Regenbogen aus seinem Kopf rauskommen. Und dann kommt so ein Endscreen, basically, so ein «You are dead» Endscreen, wo er aber so auf einen Regenbogen fliegt. Das ist so dumm. Aber so witzig. Also, es ist wirklich nur so 1 Minute lang. Es wird noch mehrere geben, weil eben, es war nur die erste Episode. Geht mal schauen. Es ist wirklich so witzig. So cool. Und sorry, aber das ist Next Level Marketing. Weißt du, was ich meine? I love it. Das ist sehr cool. Ja. Das ist wirklich sehr cool. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Die ganze Reihe heisst Resident Evil Masterpiece Theater. Aber wenn ihr einfach auf Capcom Asia schauen. Es hat immer 3 Sprachen. Ich glaube, es ist Chinesisch, Japanisch und Englisch. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Ja, wirklich fantastisch. Und Aber, mit Japanisch fahren wir weiter, oder? Genau, ich würde sagen, tun wir noch heute einen kleinen Ausschweifer machen. Genau, mit Japanisch fahren wir weiter und zwar mit Like a Dragon Ishin oder Dragon! wieso heißt Ryuga Gotoku Ishin. Aha. Und genau. Und Like a Dragon Ishin ist ein Game, das leider an mir vorbeigegangen ist. Es ist wieder so ein Game, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es so gerne gespielt, aber es ist an mir vorbeigegangen, so wie all die Yakuza-Teile. Und ich glaube, wenn der Ives jetzt zulässt, unser gut lieb Ives, er hat Yakuza-Games gespielt, wenn ich mich nicht mal täusche, einmal 1 oder 2 von denen. Und Sehr gut die sein. sind, glaube ich, richtig cool. Also, man spielt in einer japanischen Umgebung, in einem alten Japan, im Japan von der, jetzt muss ich gerade schauen, Ja, Yakuza sind ja die späten- Ja, aber Yakuza Ja, die sind die japanische japanische Mafia, Mafia. Genau. Ja, aber Achtung, wichtig.
ist eben nicht so, dass das Mafiosi sind oder eine Mafia ist, Yakuza, sondern Yakuza heisst übersetzt, das weiss ich, bin ich mir fast sicher, weil ich ein paar Dokus gesehen und ich habe noch jemanden gefragt, der Japanisch kann. Es heisst eigentlich zuständig für einen Teil von der Stadt. Also Yakuza heisst so viel wie Es ist Quartierspolizei, basically. genau, Aber genau. das Und Problem bei der Yakuza, Quartierspolizei ist oftmals, dass sie sich eigenmächtig zu dem erhoben haben. erstens das und zweitens natürlich auch ein bisschen ihre Geschäfte dort leiten, wie sie gerade Eben, möchten. Oder? Mafia, literally. Quelle, I know it, dude. Genau, Trust me, genau, bro. genau. Nein, also, meine Quellenangabe ist ja meistens sicher, aber eben, es gibt dann auch immer solche... Quellenangabe, trust me, bro, ja. Nein, also, noch Ja, einmal. ist gut. Hä? Dann musst Ich du es würde nicht sagen, wiederholen, wir haben es mitbekommen. es könnte sein, dass irgendetwas, was ich jetzt erzähle, nicht stimmt, aber das ist immer so. Gut, auf jeden Fall. Yakuza haben aber auch gute Sachen gemacht. Zum Beispiel nach einem Erdbeben sie den Leuten helfen, die Häuser wieder aufzubauen. Oder sie haben Suppe verteilt an die Leute, die zu wenig hatten. Oder so. Also sie haben auch gute Sachen gemacht. Natürlich könnte man jetzt wieder sagen, ja, das ist natürlich hier da einen auf gut machen, macht jede Schlimme. Mafia, das stimmt auch. Das stimmt auch. Aber das ist das, was ich Ist gehört ja habe. schön. Genau. Auf jeden Fall, Yakuza ist die Reihe gsi, die eigentlich vor dem Like a Dragon Ishin gekommen ist. Und Like a Dragon Ishin ist ein Spin-off von den Yakuza Games. Die heißen aber halt im Japanisch anders. Und die heißen im Englischen eigentlich alle Yakuza. Darum die Verwirrung, aber das gehört alles zum Gleichen. Dort ist eigentlich auch immer die gleiche, wie soll ich sagen, es ist schon immer ein bisschen die gleiche Aufgabe, die man hat. Man spielt eigentlich quasi eine Kriminalstory, man ist auf dem Feldzug von Rache, man tut Bösewichte zu ihrer verdienten Strafe führen und das macht man natürlich in diesem japanischen Setting mit Kämpfen. Man hat im Like a Dragon Ishin hat man zusätzlich zum Katana auch noch einen Western Revolver. Frag mich nicht warum, Steffi, aber man kann mit einem Revolver rumschießen. Ist scheinbar recht lustig, so was ich gelesen habe von den Reviews. Soll das sehr lustig sein. Also man spielt die Art Rachesaga, wo man mit dem Hauptcharakter Sakamoto sich rächt an Bösewichten und das Ganze hat auch noch so einen Krimi-Charakter, weil man muss auch ab und zu Rätsel lösen und Kriminalfälle aufdecken. So like Who's the Murder? Sherlock Und, Holmes-Style. Genau. Nice. Aber viel Blut, viel brutale Kampfszenen. Also eigentlich genau das, was ich gerne habe. Und darum ist Like a Dragon Ishin auch die Empfehlung von Steffi gewesen. Nico, du musst etwas über das erzählen. Ja. Hat sie recht. Habe ich natürlich jetzt auch gemacht für euch. Und man kann auch sagen, es ist nicht nur sehr ernst und sehr actiongeladen, sondern es hat auch eine sehr spaßige Seite dran, weil man kann nämlich im Like a Dragon Ishin in dieser japanischen Welt, wo man läuft, in diesen Städten gibt es immer ganz viele Minispiele, weil der Sakamoto, der liebt Rache, Kämpfen und Minispiele. Und Cool, in Minispiele. Also, Karaoke-Bars, in Karaoke-Bars, in Hühnerrennbahnen, in Tanzbars und in Spielhallen kann man mega viel von diesen Minispielen spielen. Und das Ganze verleiht dem Spiel einfach so eine richtig komödiantische Note noch, wo die Japaner sind ja dadurch manchmal so, also man kann so ein bisschen sagen, so ein bisschen blöd. Also es ist so ein bisschen stupid. Es ist so ein bisschen, also wir tun gerne so ein bisschen blöd. Wir tun gerne so ein bisschen, als wären wir alle nicht so, nicht so helle. Das finden sie ja mega lustig. Das stimmt eigentlich, ja. Aber Ja. das stimmt. Da die Minigames, aber also die Arcade-Minigames, also auch bowlen in-game oder da die, weißt du, mit dem Arm, wo du musst Zeugs rauspicken. Ja, So, genau. aber so die Ja, genau. Arcade-Minigame, die sind mega oft in japanischen Games drin. Das stimmt. Oh, Dings, ich glaube, du findest kein einziges Zelda-Game, wo du nicht mindestens irgendwie so 3-4 so Läden hast, wo du so Minigames kannst machen. Yes, genau. Also eben so Zeug. Oder Ja. auch, wie es ist ja im Pokémon, hat man ja irgendwie ein Sandwich neu belegen Ja, genau, oder so. so Zeug. Ich frage mich nur, was für Ja. Schinken das sie da genommen haben. Ja, das frage ich mich auch. Ja, genau. Von wem ist echt der Schinken? Von welchem Pokémon ist echt der Schinken?
Also eben, wie gesagt, Like a Dragon Ishin kann ich hier wirklich empfehlen für Leute, für Japan-Fans. Ich habe hier auch noch eine gute Anekdote, weil das habe ich nämlich noch gerade am Schluss herausgefunden und einen Kommentar gelesen zu einem Review. Oh. Und dort mache ich einen kleinen Abstecher in unseren Shop. Und zwar haben wir gerade schon wieder alle Steam-Decks, die wir hatten, verkauft. Unsere kleinen Handhelds, die gehen weg wie weiche Weckli. Wie warme Weckli. Für alle ein Und- weiches Weckli, Nico. Und der Kommentar, den ich gelesen habe, ist, das Game wird ein Fest fürs Steam Deck. Meiner Meinung nach sind alle Yakuza-Spiele perfekt für die geniale kleine Spielekonsole PC. Okay, cool. Also, wenn ihr ein Steam Deck habt, Like a Dragon Ishin und alle Yakuza-Teile sind perfekt dafür. Nice. Genau, und es gibt es in unserem Shop. Kauft Like a Dragon Ishin jetzt auf brach.ch. Wir heiß. Und somit leite ich weiter zur Steffi. Ja, zu einem Game, das wir auch im Shop haben. Mega cool. Nein, ich werde euch ein bisschen etwas erzählen über Bayonetta Origins. Und ihr denkt sich wahrscheinlich so, aber Bayonetta ist doch letztes Jahr rausgekommen, der dritte Teil. Wie kann es sein, dass jetzt schon wieder ein neues Bayonetta draussen ist? Und wieso heisst es Origins? Ja, es ist ein neues Bayonetta draussen, aber es geht in die Vergangenheit. Es ist tatsächlich ein Prequel, wenn ich es aussprechen kann. Wir gehen in die Kindheit von Bayonetta zurück, wo nämlich die Bayonetta noch nicht die Bayonetta war, sondern erst die junge Hex Cereza. Oder Cereza, oder wie man das ausspricht. Das ist sehr speziell geschrieben. Cereza, glaube ich, ja. Das Game heisst Bayonetta Origins Cereza and the Lost Demon. Und der Lost Demon namens Cheshire, der ergreift Besitz von ihrem Plüschtierli. Oh. Aber er greift sie nicht an, sondern er ist eben selber auch lost und sie verbünden sich tatsächlich. Der Demon hilft ihr auf ihrer Mission und sie werden mit der Zeit Freunde. Und ja, er ist natürlich ein Dämon, hat auch dunkle Kräfte und sie, die Bayonetta, beziehungsweise eben die Cereza, ist auf der Suche nach ihrer Mutter, will ihre Mutter befreien und schwört, dass sie eben eine Hexe wird und ja, Magie lernt, dunkle Magie mit der Zeit, kommt sie eben mit dunkler Magie in Berührung und wird so langsam eben zu dieser Bayonetta. Und ich finde es mega interessant. Ich liebe ja so Vorgeschichten und sie war effektiv ein super scheuches Mädchen am Anfang. Und wie sie sich so weiterentwickelt. So die Hero Journeys finde ich super toll. Das ist etwas, was mir mega viel Spass macht. Und dann vor allem in Verbindung mit einer so bezaubernde Grafik wie Bayonetta Origins. Also es gibt auf der Nintendo Switch, kann man sich kaufen. Es ist einfach nur Bilderbuch, sage ich euch. Die Optik ist einfach nur Sehr hübsch. schön, Also ja. es ist noch schwierig zu beschreiben, ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist nicht wie Ori. Ori ist auch sehr schön und traumhaft und so ein bisschen märchenhafte Grafik. Aber Bayonetta Origin hat wirklich nochmal so einen ganz eigenen Style. Also so etwas habe ich wirklich noch nie gesehen in einem Game. Wasserfarbe. Ja, jein. Es sind auch nicht wirklich Wasserfarben. Also man muss es sich wirklich mal ein bisschen selber anschauen. Es ist sicher so ein bisschen Cell-Shading-Style, aber auch mit mehr Struktur. Also ja, am besten einfach mal selber anschauen und sich überzeugen, wo es ist wirklich traumhaft. Es sieht fantastisch schön aus. Und das Game an sich ist jetzt auch eins, das nicht super schwierig ist oder jetzt mega herausfordernd. Es ist eher ein entspannendes Spiel. Es ist auch super für Leute, die sich mit Bayonetta nicht auskennen. Also es spielt absolut keine Rolle, ob man Bayonetta jemals zuvor gespielt hat. Das macht gar nichts. Man kann es jederzeit spielen. Und das ganz Besondere an diesem Game ist, dass du 2 Charaktere gleichzeitig musst steuern mit den beiden Joysticks. Also links steuerst du das Monster, rechts steuerst du die Bayonetta bzw. eben Cereza. Das brauchst du ein bisschen Koordination, musst ein bisschen üben, aber anscheinend kommt man sehr schnell rein. Ja. Cool. Das ist, Mega cool. ja.
Und ja, das ist auch ein Game, wo ich muss sagen, ich glaube, ich muss da mal reinschauen. Ich finde, es sieht mega Schon, toll hä? Ja, aus. ja, das Ja, habe ich schon gedacht. ich finde einfach die Grafik so traumhaft. Und du weißt, ich bin grosser Fan von spezieller Grafik. Und das sieht einfach so schön aus. Und als ich aber auch gelesen habe, dass es eher ein chilliges Game ist, habe ich gedacht, das ist dann perfekt für so eine Das dann nach dir, ja. So ein Sofa-Wochenende oder so ein Sofa-Abend, so den Ja, Tag und es hat eine Katze. ausklingen. Es hat eine Katze drin. Komm jetzt, Steffi, du und Also du eine meinst das Katze. Plüschtierli? Ja, also Cheshire. Ja, Cheshire. Ist doch eine Katze ursprünglich, oder? Also ich weiß nicht, ob das Plüschtierli... Ja, das Plüschtierli ist auch schon so ein katzenähnliches Mhm. Plüschi, das kann sehr gut sein. Aber auch ein Demon irgendwie. Als Dämon ist natürlich das schon gerade ein bisschen, ein bisschen anders als einfach ein herziges Büsi. Es sieht ein bisschen dämonenartiger aus, das muss man natürlich schon sagen. Aber mega cool vom Stil her, also gefällt mir sehr. Kann ich empfehlen. Nice. Sehr nice. Sehr nice. Genau. Ja, das ist alles ultra cool. Also auch vom Stil her, ich habe etwas so selten gesehen, was so aussieht. Ich finde es aber Ist- mega geil, einfach so die Games, die immer wieder beweisen, du brauchst nicht einen mega realistischen Grafikstil, damit du ein Game kannst geil machen. Ja, fair. Und es ist einfach auch schön, dass die Games uns auch immer wieder beweisen, ja, es gibt noch Sachen, die ihr noch nie gesehen habt. Also ich meine, Sag nicht. das ist mega cool, wirklich. Voll. Yes. Das war das letzte Thema von Buff, würde ich sagen. Ab bei Crit. Nico, du hast uns dort noch ein kleines Thema mitgebracht. Hey, Crit ist heute ein kleines Crit, aber ich kann euch sagen, ich bin natürlich ja nicht gerade wenig überrascht gewesen, als ich die letzte Folge von meinem allseits gefeierten Game YouTube Zusammenfassungsvideo, das jede Woche rauskommt über Games, die neu sind, geschaut habe und dort innen natürlich Wulong habe gesehen und die erste Kampagne von Demo und dann so gedacht habe, jawohl, habe ich auch gespielt, mal schauen, wie die mit dem Boss in die Schlag kommen. Ich habe ja nur 3-4 Mal probiert und habe nachher auch gedacht, ja gut, er ist sicher besiegbar. Also die werden jetzt auch davon reden, dass der erste Boss ein bisschen happig ist, aber man ihn easy kann besiegen kann. Und es ist tatsächlich so, dass Team Ninja, wo ja das Game gemacht hat, der erste Boss von der Demo so schwierig gemacht hat, dass die meisten Leute schon wieder aufhören, das Game zu spielen, nachdem sie 20 oder 25 Mal an dem Boss gestorben sind. Er ist sehr schwierig. Und ja, auf jeden Fall. Ich sehe schon, wie da wieder meine Pappenheimer rauskommen und sagen, ja, was schwierig, das schaffe ich mit links. Natürlich steht nach frei. Es ist aber auch so, dass wenn man ihn geschafft hat, hat man ihn nicht besiegt. Er hat noch eine zweite Phase. Nein, ist nicht Noch wahr. eine zweite Phase. Und wisst ihr, was richtig assi ist? Nein. Wisst ihr, was richtig assi ist? Die zweite Phase, wenn man dort stirbt, muss man wieder bei der ersten anfangen. Und Ja, zwar logisch. immer. Und zwar immer. Ja, so soll Es hat ja sein. die Games gegeben, immer die Games gegeben, wo du ja wenigstens schon in der zweiten Phase bist gekommen, aber keine Chance. Nein, Du musst das die ist lame. durchgrinden. So gut. Und also Wulong, wer sich zutraut, könnt euch sicher Also Mensch, sein, wer eine neue Herausforderung nach Elden Ring braucht, das Ja. wäre etwas. Auf jeden Fall, also für Elden Ring Profis wird es vielleicht nicht so schwierig sein. Weil, also ich kenne noch Leute, die haben Nioh durchgezockt und Nioh ist ja von den gleichen. Und die haben den Biss, glaube ich. Und die kommen auch weiter. Und für mich ist es auch so ein bisschen wie eine Aussortierung, weißt du? Es ist so wie, als würde Team Ninja schnell aussortieren. Okay, alle Warmduscher hier, der Boss schafft er nicht, könnt das Game wieder von mir aus, du refund, das ist uns doch gleich. Wir wollen nur die Harten kommen in den Garten, oder? Genau. Und ja, da habe ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ich ja noch so gedacht habe, der Boss bezwinge jetzt da schnell in meiner Mittagspause und dann kann ich der Steffi sagen, wie das war. Weißt du, wie lange wäre ich dran gewesen? Zu lang, Genau. ja. Hättest du den Podcast verpasst. Genau. Darum, also Crit, er ist, glaube ich, ein bisschen stark. Also sogar
Leute, die auch viel so Zeug spielen, haben in den Reviews gesagt, hey, sie fänden es ein bisschen schade, weil es gerade der erste ist, den man muss besiegen muss und man halt so nicht so easy in den Flow kommt vom Spiel. Aber hey, mal schauen, vielleicht wird ja das jetzt gleich wegen dem aufgehypt und man sagt, hey, look, Mhm. wenn du Wulong nicht kannst, wenn du nicht mal den ersten Boss kannst besiegen, dann geht gut. Und ja, somit schließe ich das Crit-Thema und wir gehen laut. Gehen wir laut. Denn laut tut gut. Genau. Ja, Nico, du hast dir etwas gekauft. Ich muss sagen, ich habe mir nichts gekauft. Du hast dir nichts Mir ist, gekauft. nein, also halt einfach so Nudeln und so. Aber jetzt nicht Nudeln. so Nudeln und Milch und also Mandelmilch, nein, es ist Hafermilch und so Zeug. Das haben wir natürlich auch bei brack.ch. Wir haben sehr viel. Aber so wirklich spannend für euch ist es, glaube ich, nicht, wenn ich erzähle, was für Nudeln das ich gekauft habe. Please send noodles. Ja, genau. Nein, aber du hast etwas Spannendes gekauft, Nico, habe ich gehört. Ja, ich habe mir zwei Sachen zugelegt. Also zwei Sachen von, sagen wir, Vom gleichen. Gleichen. Ja, vom Gleichen. Und zwar bin ich ja seit die 12 ich bin ein begeisterter Magic the Gathering-Spieler. Für die, die es nicht kennen, Magic the Gathering ist das bekannteste, das absolut komplexeste und von mir aus gesehen auch das genialste Sammelkartenspiel von der Welt. Ist 1993, 94 entwickelt worden. Die erste Edition ist, glaube ich, 94, 95 rausgekommen. Karten von dieser Edition, Alpha-Edition, haben heute über 100.000 $ wert. Kein Witz, Einzelkarten sind wirklich absolut wertvoll von der Alpha-Edition. Und jetzt ist gerade eine neue Edition rausgekommen. Also ist ja schon wieder zurück. Das Zeug kommt so schnell raus im Moment. Und da kommen wirklich immer wieder neue Editionen etc. Aber jetzt ist gerade die neueste Edition rausgekommen. Und zwar New Phyrexia All is One. Und Phyrexia ist so die Edition, die ich immer gefeiert habe. Ich habe New Phyrexia schon so gefeiert. Und ich habe mir es eigentlich kaufen. Ich habe mir ein All Will Be One Draft Booster Display gekauft und ich habe mir ein All Will Be One Collectors Booster Display gekauft. Collectors Booster Display sind vom Preis her eher teuer, aber der Kartenwert, den man drin hat, kann also der Wert, den man zahlt, definitiv übersteigen. Und da hat es Karten drin, die haben als Einzelkarten 150 bis 200 Stutz Wert schon alleine. Krass. Ähm, und die werden halt auch immer wertvoller. Weil bei Magic-Karten ist es so, dass wenn man je länger dass man die Karte aufbewahrt, am besten natürlich noch ungeöffnet, dann hätte ich es jetzt natürlich ungeöffnet gelassen, habe ich natürlich nicht können. Man sieht es, dann will man. Und ja, auch gerade meine Decks können damit ausbessern. Aber bei Magic ist es so, je länger dass man so Zeug ungeöffnet rumliegen hat, quasi, desto wertvoller wird es. Es ist halt eine Magic, Investition. Es ist wie ganz viele so genau. Sammlersachen so. Und Magic ist definitiv so ein Genau. Sammelobjekt, ja. Es ist eine Investition und ich kann euch also sagen, ähm, ich persönlich habe viel zu viele Magic-Karten. Viel zu viel. Also ich habe ganze Gestelle voll, Schuhschachteln voll. Ich könnte mittlerweile 2 Badwannen voll, das ist kein Witz. Aber ich spiele es halt auch schon sehr lang. Mhm. Und wir spielen es eigentlich wöchentlich, immer am Dienstagabend. Spielen wir Commander im Erupt, falls mal jemand Lust hat, vorbeizukommen. Bis jetzt ist jeder Dienstagabend zwar seit ich zurück bin, ist letzte Woche und letzte Woche war voll gewesen, und bevor ich gegangen ist auch jeder Dienstagabend voll gewesen. Also das Erupt war voll gewesen, und wir haben man hat einfach an Tischen haben alle zusammen Commander gespielt, Magic gespielt. Das ist eine wahre Freude. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wenn jemand, also der Commander spielen, wenn es Magic-Spieler hat, im Chat, kommt vorbei und besorgt euch natürlich die Magic-Karte auf brack.ch. Wir haben mega gute Preise, ich habe das alles schon verglichen. Es ist eigentlich mega gut, was wir anbieten. Wir haben lustigerweise auch noch recht viel an Lager von diesen Collector Booster. Die sind an vielen Orten schon ausverkauft. Und die sind so gefragt. Es gibt jetzt dort neue Karten, die haben ein Completed Design.
Also ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Man schreibt es darum mit Compleated, also completed, sagt man dem, glaube ich. Und die Karte ist nicht nur Foil, sondern sie hat auch noch so kleine Editionszeichen drauf, dass wenn man sie so dreht, leuchtet die auch noch so auf. Also es ist wirklich so, never seen that before. Und die werden sehr gefragt sein. Also Also, Stand heute noch 18 auf Englisch. genau. Ja. Stand heute noch 18. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein wunderschönes Set. Es hat wunderschöne, geile Karten drin. Ich habe gerade mein Favorite Commander of all time dort rausgezogen. Nice. Wirklich eine coole Investition gewesen. Aber jetzt darf der Nico wieder mal ein bisschen sparen, weil ja, billig ist es nicht. He? Ja, das ist so. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall eine Investition. Yes. Genau. Ja gut, vielleicht findet ihr ja noch die eine oder andere Investition sonst, die ihr bei uns könnt tätigen könnt. Wir haben nämlich noch ein paar Neuheiten, die ihr bei uns schon mal vorbestellen könnt. Und zwar ist endlich die PS5 ein bisschen mehr und besser verfügbar, und zwar am 28. März. Nice! Ja, wir haben einige PS5 in Vorbestellung. Scheiße, jetzt habe ich kein Geld mehr. Ja, ab sofort könnt ihr es tatsächlich vorbestellen bei uns im Shop. Und zwar haben wir ein Bundle PS5 plus 2 DualSense Controllers. Aber ab dem 28. März. Wir haben 64 Stück in Bestellung. Also, oder wie immer, first come, first serve. Genau, dann haben wir ein Game, das jetzt schon vorbestellbar ist. Und zwar ist das Clash Artifacts of Chaos Xeno Edition. Die gibt es am 24. März. Xeno Edition ist ein bisschen spezieller als Basis Edition. Dort hat es auch nicht nur das Basisspiel dabei, sondern hat auch noch zusätzlich ein digitales Artbook, Original Soundtrack und Supporter Pack DLC, wo du noch 2 Skins hast und Kopfbedeckungen. Und es ist ein spezielles, exklusives Artefakt. Genau, auch das ein Game für PC, PS4, PS5 und Xbox. Also falls es ist übrigens so ein Prügelspiel. Das sieht sehr interessant ja, aus. die Grafik ist hure interessant. Auch der, muss ich sagen, das ist so etwas noch nie gesehen. Also auch nochmal ganz anders. Hat sich einer selber erfunden in diesem Game. Wirklich. Ganz anders als Bayonetta, aber auch etwas, was man noch nie so einfach gesehen hat. Also ganz interessant. Dann haben wir neu wieder an Lager Digimon World Next Order. Also alle die, also noch nicht an Lager, es ist vorbestellbar, also Entschuldigung. Genau. Ja, alle die Digimon früher gefeiert haben, das ist ein RPG, beziehungsweise ein JRPG. Zu der beliebten Digimon World, wie wir sie ja früher gelernt haben. Genau, das gibt es auch bei uns im Shop zum Vorbestellen für die Switch. Wie ist der Intro-Song nochmal gegangen? Ich weiß nicht mehr. Der Intro-Song von Digimon, wie ist der? Ich weiß es nicht mehr. Das war cool. Ja. Dann haben wir noch ein paar Neuheiten, die schon verfügbar sind, die man schon jetzt bestellen kann. Und zwar einerseits Monster Energy Supercross 6. Das ist tatsächlich von Monster Energy, also vom Energy Drink, ein Game für PS4, PS5 und die Xbox. Und zwar ist es so eine US-amerikanische Motorrad-Rennserie, also ein Game, wo es wirklich um so das geht, so das Auto. Motocross? Ja, aber es ist so Offroad. Motocross, ja, es ist so, also Motocross machst du meistens Offroad, aber ja. Ja, das weiss ich nicht, kenne mich zu wenig aus. Aber ja, aber so ein bisschen durch den Schlamm und durch Buckelpisten, die du so in einem Stadion innen selber gemacht hast und so. Also so ein bisschen sehr amerikanisch auf jeden Fall. Aber das ist neu. Ich habe auch mitbekommen, dass es anscheinend deutlich besser so sein als der Vorgänger, der irgendwie vor 4-5 Jahren ist rausgekommen. Also dort haben sie einige Fortschritte gemacht. Genau, nice. Das ist neuerdings bei uns ab sofort erhältlich. Dann haben wir Sniper Ghost Warrior Contracts 1 und 2. Also das ist so eine Dings-Edition, so ein Duo-Pack, wo das 1 und das 2 drinnen ist. Also Sniper Ghost Warrior Contracts 1 und 2. Das ist so ein Duo-Paket. Nice. Genau. Das ist aber PS5 only. Genau. Und dann haben wir neues Harry Potter Merch. Also alle die Harry Potter und fabelhafte Tierwesen und so weiter lieben oder jetzt Hogwarts Legacy angefressen sind. Wir haben von Noble Collection endlich ein paar coole Merch-Sachen bei uns im Shop. So von Plüschtieren zu Sammelfiguren, zu Schmuck,
zu Schreibzeug, also alles Mögliche. Sogar nicht Briefzeichen, Buchzeichen haben wir, Lesezeichen. Ja, das ist das eine oder andere sicher auch für dich dabei. Yes. Genau. Und dann noch als kleiner Reminder, Leute, Steam Deck ist wieder verfügbar am 23. März. Steam Deck und nachher Like a Dragon. Ischu. Genau, aber, und jetzt haben wir fest, leider nur noch die 64 GB Version und die 512 GB Version. Die 256 GB Version ist schon wieder ausverkauft, die ist schon wieder komplett weg. Von den anderen Versionen, ja, von den anderen Versionen hat es noch je ein paar Stück. Dort muss man aber auch sagen, bei der 46, für die 64 GB Version, es hat einen Micro-SD-Card-Slot. Also es lohnt sich eventuell auch die kleine Version zu nehmen. Dafür kann man einfach Micro-SD reinschieben und hat dort wieder ein bisschen mehr Speicherplatz. Also eigentlich basically the same wie bei der Switch auch. Kommt man billiger davon so? Nein. Würde es jetzt nicht behaupten, nein. Okay. Vielleicht ein Mühe. Ich weiß halt nicht, ob es sonst eventuell noch andere Spezifikationen hat. Das wüsste ich nicht, da bin ich nicht drin schauen. Aber es kann sein, dass man vielleicht ein Bier ein bisschen günstiger wegkommt. Es kommt halt darauf an, wie viel Gigabyte du drin tust. So eine 512er Gigabyte SD ist natürlich auch über 100 Stutz. Also da blechst du schon noch ordentlich. Yes, und vor allem eben auch langsam. MicroSD im Vergleich zu den ja, im Vergleich verbauten. kann es natürlich langsamer sein, genau. Ja. Mhm. Und eben, wenn ihr mehr darüber wollt wissen, der Testbericht ist bei uns im Blog, also es gibt Genau. einen Blog darüber. Genau. Wer hat den geschrieben? Ich. Natürlich. Ah, wer hat es geschrieben? Natürlich Die Steffi. ich. Genau. Genau, schaut euch doch schnell an. Ja. Und das ist übrigens auch die Steffi, die man da gesagt hat. Nein, das stimmt nicht. Nein. Das bist nicht du. Nein. Okay. Da ist der Troy. Hallo Troy. Genau, Aber- so viel zu unseren Shop-Neuheiten. Ja, dann wär's das eigentlich gewesen mit unserem Podcast. Geht mal abchecken, auch, was es Cooles im Nerdversum hat, wo wir haben nämlich ein Nerdversum aufbauen. Und ja, dort gibt es ein bisschen mehr breiter gefächerte Inhalte, sage ich jetzt mal. Nicht nur zu Games, sondern auch zu Modellbau, D&D und so weiter. Also alles, was das Unbedingt Nerdherzli begehrt. Genau. Wir wollen ein ganzes Universum für euch aufbauen. Exakt, Sie genau. lieben Nerds. Yes. Also, Mit viel Mühe. merci vielmals fürs Reinhören und fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Habt's gut. Tschüss zusammen. Ciao.